Serwel Podcast, dat sie Blicke han d Kulisse vun engem vun de gréessten Emploiern zu Lützeburg. Mir bringen ech méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der Serwel. Gute Morgen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef des Service Kommunikation von der CRWL und auch Pressesprecher. Bei mir heute Stan Pika, Chef der Division Marketing von der Aktivität Voyageur. Guten Morgen an. Guten Morgen, Sandy. Ich freue mich, für heute mit dir unterwegs zu sein. An wir stehen herum Kee, wen das hören kann. Das heißt, heute ist die nächste Folge mit der CRWL Lützeburger Leben. Letzte Jahr waren wir ja an der Side Center, wo wir eine ganz schöne Zeit hatten. Du hast mir vorher schon kurz verraten, dass wir zurück an den Süden gehen heute, aber noch nicht wo. Wir gehen heute an den Süden. Als nächster Stopp ist zu Betebusch. Wir gehen an den Parc Merveilleux. Und dann fahren wir auf die Länge und dann gehen wir an den CN. Super, ich freue mich drauf. Da gucken wir mal sehr, ob wir im einen Zug könnt. Das war 5 B. Komm, lass geht es. Ja, ich meine, unser Zug, der steht schon da. Aber genau, wir stehen hier beim Zug Richtung Beteburg. Für uns begeistert Eisenbahnfans können wir verraten, dass wir gerade bei einer 6er Dostoram stehen. Die hat 636 Plätze an der 2. Klasse und 92 an der 1. Und die geht gezündet von einer ILOC 4000. Wenn ich so direkt an Beteburg denke, muss ich aber auch an eine Neubaustrecke denken, wo vielleicht eine Strecke geschafft wird im Moment. Ja, wenn ihr bedenkt, dass da eine ganz neue Strecke entsteht, neben unserer Linie. Effektiv ist das eine ganz neue Strecke, die neben einer anderen Strecke gebaut wird, das auf 7 Kilometer. Und ganz spannend ist, dass es auch eng von den größten Bowstringbrücken hier in Europa gibt, den OA14, wie wir es am Fachjargon nennen. Die ist schon fertig und das sind 200 Meter an der Länge. Und herno hat sie eine Höhe von 40 Meter. Ich freue mich auch direkt bei unserem ersten Besuch am Beteburger Park, wenn wir zu Beteburg auf der GAU kommen sind. Wie schlägst du vor, dass wir an den Parc Merveilleux kommen? Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Wir könnten bei diesem guten Wetter über den Sonnenweg dahin tröppeln. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Bus 309 zu holen, die Richtung Römisch führt. Und die fährt auch alle halbe Stunde. Sonntag ist Feier, ich gibt es sogar gratis Shuttle, für bis an den Park zu kommen. Und die fährt alle 4 Stunden, zwischen 13:15 und 19:15. Aber das klingt ja ganz flott und auch praktisch für die zu Fuß wollen gehen, ein flotter Spaziergang. Und wenn ihr aber seht, trippelt ihr schon genug am Park, dann kann ihr ganz einfach den Bus holen. Wir an Solomol, wenn wir da hinkommen, was für ein fräst du dich am meisten? Also ich freue mich am meisten auf die Manager, weil die so ein lustiges Sozialverhalten haben. Okay, und mein Lieblingsdeier ist der rote Panda, weil ich fand, die sind einfach so schnucklig und goldig, auf die freue ich mich wirklich. Wir sind dann am Park schon so gekommen. Das ist aber immer nicht flott an. Ich bin so gespannt, als ein CRWL-Zichelchen zu sehen. Die haben wir ja letztes Jahr wirklich neu gemacht und dann angeweiht. Und dafür habe ich sogar die für 4 an der Lok sitzen. Es war wirklich flott an. Also ich bin noch nicht mitgefahren, aber ich hoffe, dass wir heute aber Zeit finden, für eine Tour mit dem Zug zu fahren. Ja. Wir sind dann hier beim Marc Neu, Chargé de Direction vom Beteburger Park. Guten Morgen, Herr Neu. Guten Morgen. Wir sind hier, wollte ich mal fragen, wie viele Tiere leben hier in Ihrem Park? Oh, wir haben sicher einen großen Zoo. Das heißt, wir haben aber über 200 verschiedene Zuchten Tieren. Summa summarum sind es gute über 2000 Einzeltiere. Und auf wie viel Quadratmeter sitzt sich der Park hier? Der Park hat eine Gesamtfläche von 25 Hektar. Ich muss wissen, dass das ein Terrain geht, das ist der Gemeng. Wir haben bei Amphitheatikmartinen auf 50 Jahre. Ja, und die ganze Rest, die ganze Gebäude und so, das dann geht dann alles in den Park. Von wo kommen Tiere? Aus welchen Ländern? Wie sind die angebracht? Ja.
Also ganze System attendeieren, dat eng ganze Logistik muss so das Münner Veterinär den Dr. Willems fest dargestellt schon lang bei uns. Die Deiere krämer für allem aus anderen Zoen méchen aus anderen europäischen Zoen muss wissen wir sind noch Member von der EASA, das die Europäische Assoziation von Zoen von Aquarien, die noch relativ streng opleggen, dat mat den deieren handeln, so dats du sech so funktioniert mir hunn eng Abgabeliste, eng Aufnahmeliste auch wie all die anderen Zoen. An du gëtt sech ne Chance gemerk tschen zoen. Wann e fleich dann eng Zuchtkoppel, dat do se Mënsche wat stift, oder tichen neit Mënschen, da giet bei Janner zo mal op deelechte kucken. Dat iw TV, wo dann den eng Zucht trock sech, wo dann die aner Deieren dann krit. Die Deieren Dir vun déi joch vun de Visiteure gefidert gin. Mir hunn fir allem Wiederkäier du de spezial Futter bei eis am Butte an an aiser Jëtterskies. Dat sind so Heukops, die sind noch ganz unbedenklich. Die können sech dann und Wiederkäier final Mowen am Bëch verfidert gin. Aber sos fir de ganze Recht sollen sech awer deieren net fideren. An ich gesinn noch der hu de Streichel zo wie eng deiere gesäit den du firstellen dat sind als Geessen. Du läft all als Geese gröser Kklengläffen oder duch muss wësse my och wen die sind noch bei aiser Meeresches Bereich. An mir hunn bei allen Märschen hummer sech der normal en Geheescht dabei mat liewechen Deieren, die passen zum Thema se vu Märschen an heiers de Streichel zo, wie dann dat passt ancht wie falsch op der den ass dann han den 7 Geisland so se. Di oder eng Zooschchoul, wat kann den Storenner firstellen? Als Zooschchoul die funktioniert ganz Joer, dat hi doch aushalb vun den Ouverturszeite vum Park. Kann ich se so firstellen, dat eng nonformell Bildung dat hecht du können Schulklasse können dann noch mat Schulmecht mat Joffer können ha eng Stunde reservieren bei am Park du ganz grob verschiedene Themen. An der Funktion vun den Thema kann dann Schulmecht matzinger Klasse gucke wat ze gewelle machen. Wir können doch deweils go individuell bisssen oppassen, also du ginn ganz grob Mlechketen. An ab wieviel Joer kann in unse Workshoppen deelhoelen? Als Zooschchoul dat sinn Schwezenmmer vun der aller Primärschchoul. Primärschchoul kann er fir allem Münner wochcher punktuell kann aus dem oder Klassen aus dem Lycée gehät. Ich wollte awer vielleicht an dem Dokontext Zooschchoul awer nach so Münner, well mittlerweile eng nei Offer, déi hicht Juniortierpfleger. Dat hicht du können Kanner dann tschen 6 an 12 Joer können dann eng Platz reservieren, maximal 6 Platznummer do frei pro halfen Dach. An do si dann ran an de Metier sech vum Tierpfleger an da muss natürlich noch hëllefen. Da si se richtigen Tierpfleger, sie schneiden Futter, sie botzen Geheech, sie kreen Informationen zum respektiven Déier. An no 3 Stunden si se Futti wie Mickey Maus. Dat klingt ganz flott. A wetders dann dat beleefsten Déier ha am Park? Ja, hue ganze Koop exotisch steieren, exotisch oder man exotisch steieren, die ganz viel Zuspruch van der bei visitieren. Ich mengen awer vun als Highlights oder dat war mechten wo am mechten no gefolgt, dat awer als rode Panda. Einfach 100 moment feier Koppelmatiere kannner. Diget du get ganz viel no gefordert. Da nummer natürlich auch weisëlleft ass ganz viel Interesse run als Dingo dowen also das christchte Grad Münner ganz gut Reptilien, dat da bisse méi fir bis mi speziell Tierliebhaber. Also wie gesagt, das vun allem dabei. Also de rode Pan der gefällt doch aus dem Sandy. Et gi nach ganz einer Aktivitäten ha am Park. Et gi Spielplätzen, wieviel Spielplätzen huder? Mir hu ganze Koopspielplätzen Mch mé Mä am Ufang Mammer die gros Spielplatz tuch dem Restaurant aus dem Amazonashaus. Du woch se gemerkt eben noch op Basis vun Besucher ëmfroen, dats ma wobrauche fir am Summer wann net van de Deck vorm ass. Dofir mal 7-8 Joer gewi so eng gros Wasserspielplatz, wo final am Summer da wo ganz viel Leiit sinn. Anch och dynamisch Zeit och dann well Uwen am Bëch, wo dort der bisse méi schiert ass, wo man dann no eng flott gros Abenteuerspielplatz hunn. An dann hummer natürlich dann nommer pu mi Kleinspielplätze, die dann immer dann so längs jetzt beikommen. Da kann ich mech nach erinnern, nach immer die Meerschers Häuserscher gin. Wie gesäidet dummer des?
Man muss wissen mir sind de Park merveilleux an dat soll auch so bleiben an mir soll noch net exklusiven Zoo gehen für Reise sie bewichtig dass das macht die Manegen oder die Meerescher die auch zum Bild vom Park ewig gehören dass die auch besto bleiben an einfach so ausgebaut gehen so dass man auch so praktisch all 3-4 Jahre wo Märsche bauen an zum Beispiel ganz flott aus das dat gött eine kleine Überraschung de Ries de jo bestimmt all Mönsch kennt dat war sech freier ohre Märchen dat war der kleine Däumling an do hummer ganz flotte Projekt am Kader vun Ash 22 schläfen do gëtt eng Band dessiné ou sech gezeechchen vum Indigenen mat den Texter vum Chugas Lucien an da steht de Ries dann op an der geht op Trees eben nos im Kompagnon sichchen. Am net verroden. Dat verstimmen wir. An da gëtt noch als klengen Sichelchen he, de mat der Well bepecht das wo fir den hin? Ja den Sichelchen dat wie gesagt, auch vun den Markenzeechen auch vum Park. De war vun 2 Joer war de wirklich den gif so dat war selächte Saison dote wie auch de Geest opgin. Und du war man net mé wie froh, dats dann noch CRL als durch unterstützt huet fir den neuen Zug zu kreen. Ich mein, Resultat lässt sich absolut weisen ganz klar. Ich mein, dass auch de manage sech die noch die meeste Leiit im Moment benutzen die meeste Kanner. Wo fir den hinne fir 2 Tier runem sech den Pelikans geheech Indianer seit hummer nach Madagaskarhaus mat volllehre noch vun Afrika, so dats Leiit awer do 2 flotter Tier hunn. Schmengen noch kann defle dabei so minder se am seiert fir ze rechnen fédagsten Zug schon he rundm gefos wieviel Kilometer dat gi man dem Joch ein zu gefrot an schmeng netwe schon 4 Mol den Tour du Monde gemerk. Zter den Zoo sechket. Dat ass impressionant. Wat ginnet noch sos vu Manegen am Park? Ja sos vu Manegen hummer Münnertier als Minikaren, mi hunn Wonner als elektrisch Ponien, dat hunn Wonner immer Spieler, die ganz beleeft sinn noch bei final bei de Kanner. Und du könnt natürlich auch von Ideen natürlich noch mal weiter Ideen, wo man noch füllen Attraktionen vom Park vergrößern. Du werd bestimmt noch der dient dann man dabei kommen oder wie gesagt noch der dient dann Märchen. Auf ihr ersten an trinken das natürlich auch gesucht. Ja, du haben natürlich ein großes Restaurant mit einem Self-Service. Weiter haben wir ein Cafeteria, ein Fritteboot mit noch Value bei so Spielplatz. Haben wir eine Möglichkeit für zu restaurieren. Und dann hast du auch so die Leute sind können noch ganz gerne Picknick mitbringen. Ich meine, noch durch spezielle Plätze viel gesehen. Von allem doch als französische Visiteuren, die dürfen auch ganz gerne Gebrauch machen, die dann mit ihrer Killtasche kommen und dann Le Vin, Le Pain, Le Boursin mitbringen im Moment. Dann vielleicht zum Schluss, wie können den am besten hier an den Park an dann noch ein paar Tipps für uns zu gehen? Ja, also wir sind ganz gut ugebunden van den öffentlichen Transport. Dafür soll doch schon ein bisschen Promotion dafür machen. Wir sind aber eng dick 4 Stunden zu Fuß von der Beteburger Gare weg. Da fuhren dann noch Verbindungen mit dem öffentlichen Transport, mit den Bussen. Da kann die fuhren 2 Mal an der Stunde Richtung Remisch. Die kann ich noch gerne holen. Und da sollen natürlich auch wissen, besonders die Sonden oder die Feiertage, wo die Verbindungen vielleicht auch nicht schlecht sind. Do fir da wo eng Nawert vun der Bitterburger Gare bis an den Park. Ja so wie so man schon de Leiit wann net nëmme méleg ass fir dann awer op den nëftsche Transport dortre ze greifen. Och vum Scheine grosse Parking, die Äner seit hunn méi besonders bei Decken deich mé den net geht awer doch net due. Ja, dats jo Flot man Bus 300 hinnner ze kommen, an dats och Flot ze Fos ze kommen duch de Park an iwwer de Sonne wee bis hinnner net iwwer d'Stroos ze trëppelen. Nach ein paar Tipps für uns. Etwas Besonderes, wo dann alles noch viel zu. Nach ein paar Tipps, ja. Also ich wollte dann an diesem Kader wollte ich aber auf jeden Fall lassen die Leitmengen immer ja, von der Park zu hast, dass ich mehr am Wand schlafe. Und das ist aber absolut nicht der Fall. Ich meine, es sind noch ganz viele Leute, die nicht wissen, dass wir Leute sich beschäftigen, die eine intellektuelle Beeinträchtigung haben.
an déi hunn dese Wand immens gewudert ha hunn awer eng Deelweis eng praktisch eng dose Chanti parallel ha läfen dat gesäite wie se Dir natürlich net da gesäit no wann de Park Mobers an dats ihremm sovi Sache beikom an dofir wëll jo do menge Leiit alter Merzi und Di do ganz viel geschafft. Mir so joch Merci fir de flotten Dach an Ärem Park ja. An hoffen dann fir geschwonnerem Heize sinn. Also den nu vergasse mal gut dogänger an mis guter Ding fir eng Flotsaison ze mechen. Vielmals Merci. Adi Herr Neu. Adi. An der Tau war jo lo ganz flott Gespräch man macht neu mam Chargedirektion ha aus dem Beetebauer Park kann den awer fleisch nach ummiken dat moriwer Preiser schwätzen Nordristike as 12 € fir no Wussen an 8 € fir Kanner schon ganz erschwnglechen Preis an so dat de fir ganz Saison en Abokakaffen fir 85 € schmengen dat das wirklich flott aber danach mam Zug könnt ihr neich kacht dann ass dat ganz flotten Tipp fir eng Exkursion zu machen an der Woche an der Vakanz oder auch de Weekend. Also ich finde dat heute ganz agreabel fand an ich mench sinn bei eng Abo mat vorbei, weil ich komme méi wie enke hin zurück. Für Reis geht es dann aber lo weiter. Wir hun haut nach einem anderen Rendezvous für Eisen Südtour dann aufzuschließen. Und wir mussten lo dann an den CNA, den Centre National Audiovisuel, op Dietling. Ich lohnt dafür, dass man häufig unter dir den Bus holen, den 309 Richtung Ger, weil ich meine, wir sind genug getrüppelt. Und da gucken wir vier. So, wir sind zurück aus dem Beetebauer Park, stehen hier auf der Gare zu Beeteburg, weil lo geht es dann beim nächsten Zug Richtung Dietling an der CNA, der Centre National Audiovisuel. Voilà. Genau so ist das, also schnell geht es. Ich meine, wir könnten auf den zweiten Quai gehen, weil da steht schon als ein Zug für auf Dietling zu fahren. Wir wollen noch bei diesem Zug warten. So mal als Nolauster nach, wie sie sich ein bisschen können inspirieren, ob Velostier oder auch Trippeltier oder auch ganz andere Freizeitaktivitäten. Du mal ganz kurz bei diesem Internet sieht stehen. Richtig, effektiv auf www.crwl.lu kann man sich in der CVD oder mit der CRW Lützeburg erleben, informieren. Ja, und auf dem Site gesagt dann noch, mit welchen Aktivitäten in der Hand von einer Lützeburger Karte kein Entree mehr muss bezahlen. Der Beetebauer Park an den CNA Wasserturm Pomhaus gehören auch zum Beispiel zu den Plätzen hier am Land. Weitere Informationen dazu gibt es bei dem Internetsite www.crwl.lu für all die verschiedenen Destinationen. Das ist immer eine Menge Freude an der CNA zu gehen. Für allem sind ich begeistert von der Vue, die vom Wasserturm hat. Den CNA war ein wichtiger Partner für uns am Kader von unserer digitalen Expo, die letztes Jahr für uns 5 oder 7 Jahre online gegangen ist. Ja, das ist effektiv ein ganz flottes Projekt, gemacht vom Regisseur Franz Hausmer. Und das Ganze kann ich noch online gucken unter www.crwl75.lu. Wir sind dann halt zu Dietling gekommen am CNA. Wir stehen ganz oben auf der Plattform mit einer superflott wie Panoramik vom Wasserturm aus. Bei mir sind Madame Schwender und Madame Kaufmann, die uns den CNA Minowerte bringen. Guten Mittag. Guten Mittag. Ich fange direkt mit ein paar Fragen, die wir haben, und zwar das CNA, Centre National Audiovisuel. Wie viele Stunden und audiovisuelle Material hat er noch? Wie viele Fotos? Das ist direkt ein ganz gut froh für uns zu fangen. Mit den Stunden, also ein bisschen schwer zu sagen. Wir können aber, wir wissen, dass wir 110.000 Filmdokumente haben, 38.000 davon sind Kassetten, wir haben 60.000 Tondokumente und 500.000 Fotosdokumente in unseren Archiven. Wow, das geht der ganze Kopf von Kilometer von Band von denen nach so früher denkt, was Spulen angeht. An einem Jahr, wie viel Material könnt ihr da dabei? Nach so ein froh, die ein bisschen schwer zu beantworten ist. Also, wir haben ja gerade also Rapport Aktivität geschrieben für das letzte Jahr, den ihr noch auf unserem Internet seht, wenn ihr den interessiert. Und demzufolge hatten wir 29.500 Dokumente gekriegt letztes Jahr.
da kann ich so Flaschen decken, aber natürlich nicht so. Also man muss bedenken, die letzten 2 Jahre war Corona, die Leute waren daheim und konnten an ihre Garagen, an dem Speicherraum vielleicht. Und da sind bestimmt die eine oder andere Sache mehr kommen wie so. Also das fluktuiert, so kann ich nicht so 100% so von Jahr zu Jahr. Die schwätzte Person, Covid, Garageraumen, kann dann Material aufgehen? A priori ja. Das méiglech kann seg Propos erreichen, wann ein audiovisuelles Material huet, also Foto, Ton oder Film. An sie gifen dat gern aufgehen. Das aber nur so, dass mir nicht einfach alles können hole, was den als proposiert. So gehört natürliche Prozesse noch ganz genau Kriterien, was wir holen dürfen natürlich. Der wichtigsten davon ist natürlich ganz klar, muss ein Lernen zu Lützeburg sein. Das heißt, von denen nicht gehen aus, da können wir leider schon den Objekt nicht holen, von denen aber gehen aus, sondern ein ganz anderer Reihe von Kriterien, die ihr auch alle, wenn sie im Internet sieht, findet, wenn ihr nur als Collection Policy du siehst, an der Rubrik Archiven, da findet ihr all das Infoen. Und du findest noch ein Formular, wenn ihr wirklich will, etwas aufgehen, dann kann du online ein Formular ausfüllen und dann geht ihr kontaktiert, für zu gucken, ob den Objekt Kind integriert geht in die Kollektion. Aber wie geschieht so etwas so ein Archivage? Wie geht das? Maja, also wenn eben ein Propos racken von einem Objekt, den gern soll aufgehen, dann gucken als Kollegen aus den Archive, kontrollieren mal für dich, ob den überhaupt den Kriterien, von denen ich geschwärzt habe, entspricht. Aber wenn das der Fall ist, dann wird natürlich ein Kontrakt gemacht, dass das alles und wenn die Form legal geregelt ist und dann wird eine Fischtechnik etabliert für alle Objekte, wo alles abgeschrieben wird, alle Infos, die wir haben, zu dem Objekt, zum Deposant, zu den Droits d'auteur, wenn das falsch ist. Und dann kriegt ein Objekt eine Inventarnummer, geht korrekt angepackt und da könnten an als Archiven an den Raum, wo die richtig klimatischen Konditionen sind, der Tisch wo kalt genug ist oder die Luftfeuchtigkeit und richtig ist für den bestimmten Objekt. Ja, das ist ganz wichtig, sonst bleiben Sachen noch nicht erhalten, ne? Mit den CNA, also aber nicht nur archivieren, es kann ihnen auch etwas lehren. Was sind die verschiedenen Workshops, die dir anbietet? Genau, also wir haben eine ganze Servicepädagogik, den responsabel ist für so Workshops und Ateliers anzubieten, für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Und da erlaubt es natürlich eine ganz breite Panoplie anzubieten. Da haben wir dann Sachen wie Youth Cornerin, das sind Workshops für Kinder von 6 bis 14 Jahren, wo sie können mit Foto und Film experimentieren. Wir haben aber auch Ateliers, die speziell für Professionelle aus dem audiovisuellen Bereich sind, wo sie sich weiterbilden können, zum Beispiel über Themen wie den Droit d'auteur oder wie Sozialmedien. Und kann ich noch Events organisieren, außer den Visite von denen dir schwätzt? Also sich organisiert CNA selber viel Events, viel Science speziellen Workshopen, wie Marielle ja schon früher gesagt hat. Festivale gehen organisiert, Mediathek, wohin sich dann noch kann Bücher, DVDen auslehnen und noch sur place konsultieren. Der ist relativ groß, flott. Dann voilà, man natürlich auch als Ausstellungen, Temporärausstellungen. Und für nach zum Beispiel die Beispiel zu gehen, den 21. April haben wir also Ciné-Konzert. Ganz interessant, kann ich schon nehmen als einen Podcast nur lauschen, dass es sich lohnt, hinzukommen. Die Aktivitäten werden wir ganz sicherlich auch dann eine Promotion machen bei diesem Site, wo ihn dann noch ganz praktisch mit dem Zug hin könnt. Ich gesehen habe gerade von Juven als Gar, eng von unseren Garen zu Diedling. Wenn wir noch von der Ausstellung schwätzen, die wir gerade besichern, was geht es da an? Bis wann lebt die Ausstellung? Ein paar Informationen, wann es läuft. Genau, also mir steht an der Ausstellung Stimme von der Schmelz, die vom CNA zusammen mit Michael Feinen organisiert gouf. Und ja, sie lo extra für das 10-jährige Bestehen vom Wasserturm vom Pomhaus und auch am Kader von Ash 2022 findet sie statt. Du sind wir ja auch Partner, Genau. Das passt ja da ganz gut zusammen. Ganz genau. Voilà, an dieser Ausstellung leitet Fokus darauf, dass man in Hommage wollen gehen und die Leute und die Mitarbeiter von der Freierer Schmelz halt zu Diedling und einfach auch für die
ja die Geschichte auch im Avant zu setzen, was da ja alles passiert ist. Und wir haben dadurch ja dann auch ganz viel konnte sammeln, ganz viel Materialien konnte sammeln. Und du sind dann noch 19 Zeitzeilen, die interviewt wurden, die dann hier Geschichten über Schmelzdiedeling könnten erzählen. Wie lange hat er dann du gebraucht für die Ausstellung zu planen? Also so eine große Ausstellung war ja als gut 2 Jahre voraus geplant gehen, weil natürlich auch ganz viel Leute geschafft haben, und noch für die ganze Recherchearbeit, die Michael Feinen gemacht hat, da waren einfach auch lange Zeit. Und ja, generell normal Ausstellungen, da brauchen wir ungefähr so ein gut Jahr. Wir haben noch viel von dieser flotte Ausstellung geschwadert, gehen da sicherlich auch nach anderer. Wie ist denn CNA dann so ab, was sind Dauerzeiten? Also generell den CNA wirklich da so verschiedene Evenementen hier stattfinden, noch das Leute können an die Kino gehen. Du haben wir da verschiedene Öffnungszeiten, die noch bei dem Site immer kann konsultieren. Und dann ist aber natürlich auch als Nakoi in der Woche von 8 bis 22 Uhr ab, auch Weekends von 9 bis 10. Overs an d'Wasser zum Pomhaus lofir als Expo gucken zu goen, da die as da vun Mittwoch bis Sondes vun 12 bis 6 Uhr op. Wie lange muss ich dann ungefähr oder soll sich Zeit holen, für der Zeit gucken zu kommen? Also Minimum ein gut Stunde, weil mir natürlich viel Videoen, die ich kann gucken, an der Bar schon ein bisschen, für da sind da wirklich, wenn ich wirklich will alles gesehen, dann ein gut Stunde ging ich rekommandieren. Okay, hat du sonst vielleicht noch praktisch Tipps für Heine zu kommen, für das CNA zu besichern? Ja, also den echten Tipp ist natürlich, d'Expo gucken zu kommen, und wie da gut ist, weil du rentiert sich direkt durchbild, wie hier aus der Galerie Panoramik ist immens schön, auch passen an den Treppen für im Ruf an also Gart zu kommen, und die Ambiance bei der Terrasse ist natürlich genial, wenn die Sonne schenkt. So sind anderen Highlight ist wirklich als Mediathek, wo mir eine Sammlung von rund 23.400 Dokumenten haben, die ihr gratis auslehnen, jeder kann das auslehnen oder eben sur place konsultieren. Und dann gebe ich auch so, lohnt es sich immer für eine Visite als sozialen Medien, Facebook und Instagram zu konsultieren, für zu gucken, ob von den flotten Events und Programmkadre, von denen Sandra für gespart hat, vielleicht stattfindet, wenn ihr euch besichern könnt. Oder wenn ihr noch besser im Courant wollt sehen, rentiert sich auch als Newsletter zu abonnieren. Das kann ihr auch ganz leicht über unseren Internetseite machen, und da kriegt ihr allmond einen kleinen Newsletter mit allem, was so los ist bei uns. Das klingt ganz, ganz interessant, wenn ich misst frohen 5/4 den CNA beschreiben. Was gibst du spontan auffallen? Sandra, was gibst du so in? Kultur. Abschiedefalls Kultur, dann was man natürlich auch noch nicht vergessen, das ist die Steiche Kollektion. Genau, richtig. Also vielleicht du ein kleinen Klammer auf, mit der das die Ausstellung vom Edward Stoich und Family of Man zu Clear am Schloss, die auch zum CNA gehört. Also die ist selbst ob wie als Ausstellung heu immer mittwochs bis sonntags von 12 bis 6, mir eben zu Clear am Schloss, von den an den Norden wählt. Und du könnt ihr noch ganz praktisch mal im Zug hin. Du könnt ihr ganz praktisch mal im Zug hin, richtig. Ein anderes Patrimoine audiovisuell, Patrimoine general. Genau, und dann vielleicht auch noch Education à l'image, dass ich mal einfach Bescheid weiß, ja, was alles rundherum stößt, was die ganzen Bildmaterialien, wie ein Foto kann benutzt gehen, was alles dahinter stößt, Droit d'auteur, Copyright, das ist auch immer gut, das lernt ihr natürlich auch alles sein. Ich fand das ein immens schönes Resümee von allem, was den Hai und wirklich kulturelle Sachen kann erleben. Lützeburg mam CNA als wirklich eng Visit wert. Ich so vielmals Merci an Nolaustra och Merci fir Nolaustren an ich hoffe mir gesinn als geschwinnerem Heizreck. Merci auch. Dat war aber wirklich ganz flott. Ich war nicht am Pomhaus 4 drin und die Ausstellung auch richtig interessant fand. Also mir hat das auch ganz gut gefallen an die Vue von Uwen, also das einfach so flott. Ja. Ma dat war dann noch schon von eiserseits an. Die ganz große Merci natürlich auch an den Bitterbuer Park an und den CNA für die wunderbare Eindrücke, die wir heute konnten erleben. An dir auch merci für das Begleiten, das war heute richtig flott.
Merci Sandy, dass du mich mitgeholt hast und da bis die nächste Kehr. Bis die nächste Kehr an natürlich auch merci als Nolaustra an dann Eddie. Adi.